Hi, so vandaag gaan we even conception reden. Even wanneer dat een baby onzaat en wanneer wordt een vrouw schwanger en zo en zo. So, een example wat ik brengen wil is, du hast die regel nu, die laatste regel heeft nu ongevangen den 1. februar, moet je zeggen. En we zijn van den 28. februar. En dat is niet werkelijk 28. februar, maar ja. Die regel heeft den 1. februar angefangen en die regel is gewöhnlich bin 28 bij 31 deel. Voor dit exempel willen we het 28 nemen. En so die regel vangt den 1. februar aan. Dat meint, wanneer du während deze maand schwanger was, dan wordt de dokter van den 1. februar anfangen te talen, 40 weken weer, dat wanneer die baby zal komen. En dan kon je dan, wanneer het oké is, dat het voltijdig is, dan wordt het van 37 bij 42 weken komen. De meeste dokters gelijk niet dat het even 41 weken gaat, maar er zijn goed vroeger wat bij 42 weken komen. Ik zijn tweemaal den dag voor ik 42 weken waar ik mijn baby gehad heb. So, en dat is ganz, die werden ganz gesund, dat is ganz normaal, alles weer fijn. En dan wat dan met alle nu zijn, zeggen we dan kijkt, oké, move de baby zeker maar dat. Maar anyway, een thema van een andere dag. En so, meint dat du best voets nu schwanger während du bladen des? No. Du des eerst bladen, die fangen bloß an te talen hier, zum dat krijgt schmack de 40 weken jaft. En hier so, 1. februar, die fangt in de regel aan, du bladst voor een paar dagen, waar allemaal veel deel voor die is. En du denkst so, zum 1. März, wenn das 8. Februar hat 28 Deo, zum 1. März was je waar Krankschmack in de regel angefangen, oder den 28. Februar. En so, wenn du nu dan 28 Deo hast, den 14. Tag, dat is wanneer die was vruchtbaar zijn. Aber de 5 weken voor dat talen ook Luther al als Schwangerschaft. Nu wird einer der Gruß nicht so häufig talen. Und er wird nicht sein, oh, ich bin eine Woche in einer Zeit, ich bin 2 Wochen in einer Zeit. Wenn der erste dann der früheste noch nicht fruchtbar warst. So, da wird einer gewöhnlich nicht teilen. Aber, dann bist du fruchtbar warst, und je sind trock warst, der paar Tage vor dort, wenn der Mond seine sucht, der kann an früh Körper, wenn du bist in einer Lauf wird irgendwo, you know, mal 30 gesagt, wenn er wird, you know, whatever, wanneer we een condon gebruikt hebben, we een condon zijn. En er wordt een bezwaarkleed drin, of er wordt lafnong komen, of wat dan gaat er bis voets alles uit, die het bestaat. En aber, een vrije körper, waar het fijn warm is, en dat is alle perfect dingen, du voor de zoet, die gelijk dat te zeggen, oh, die schwarmt erin happy. En voor die, du zo kon die, gewöhnlich wird er sein, bin 72 Stunden, kann er überleben. Und aber half auch sind gegeben, dass der Bett eine ganze Weg kann überleben. So, das ist sehr selten, aber wenn es bei der freien Körper, der Sud, alles richtig schafft, dass er kann bei 7 Tagen überleben. So, was von diese Dinge, oh, jetzt diese Monat habe ich sehr abgepasst, während die haben nicht geschafft. Ich würde nicht sagen, schwanger sein, können von Weg Eier sein. So, das ist sehr selten, aber das kann. Und aber noch ein Ding, weiß nicht, wie wichtig das ist, weiß nicht, wie viele Menschen das vielleicht wissen, oder für wem das viel Information ist, aber es ist noch ein interessantes Ding. Wenn die Männer früh werden, einfach, you know, Leidenschaften treiben, ich verdrehe die für sie fruchtbar wird, versus wenn sie wird ein Tag. Der Mjälke zoet, der Mann zijn zoet, der entscheiden, of das Baby niet wat een jongje oder Mjälke zijn. En der Jongje zoet, der schwammt viel, der kann viel busiger schwammen an der frühe Körper. Der Mjälke zoet, der kann länger leben bleiben, gewöhnlich. Dat is niet dat het nu een Emma-Denk is, dat is niet dat het nu, like, oh, ze is dit schafft het unbedingt jedes Mal. Aber im Durchschnitt gewöhnlich, Jungje wird busiger schwamm, Mjälke wird länger leben. So, wenn sie über 3 Wochen vorher, nicht 3 Wochen, 3 Deel vor fruchtbaren Tag,
druk zijn, dan wordt het leichter zijn dat het melkje wordt zijn. Want ze een dag verdoen, druk zijn, of de dag van de vruchtbare dag is, dan wordt het leichter een jongje zijn. So, aber das ist nicht unbedingt. Das ist nicht, dass das eine feste Regel ist, dass das unbedingt 100% ist. Das ist bloß ungefähr. Und das ich sagen, den Mann seine Sud, der entscheiden, ob das nun ein Jungchen oder ein Mädchen ist. Und dann muss das noch sein, wer kommt dann nicht ist ein Äden. Der muss sich noch sein, dass ein Äden kommt oder nicht. Wenn er nicht ankommt, der erste, was dabei ist, dann ist der Schal Tau. Dan kon du zelfs kennen aan. Dan is het gesloten. Dus zo stof deze touw, du kan keiner man aan. En dat En dan vangt dat aan. Dus dat is onvruchtbare dag. En die bevrucht is, wenn het dat blijft door. Wat is dat? 24 stunden zo. Wat 24 dat zelfs naar die stunden. En dan vangt dat aan. Wanneer het dan bevrucht worden is, dan vangt het aan te reizen. Wenn dat nicht einfach ein Uterus, da ist gleich aller Schmack an Uterus und dort wird aller Taubsaat und dort wird aller was. Dat muss danach reisen, Bett am Lief, dat sich das ansehen. Da muss durch die Fallopian Tubes gehen und hier wird noch mal Dinge erreicht gehen für Menschen. Die Fallopian Tubes, das sind kleine deine Tubes, und wenn das so wie reisen muss, and sometimes that zacht reisen, and sometimes that busia. Well, by this stage, then is it like an embryon. No, that's een plastocyst, wat het dan heet. Während dat reizen dat al zich vermehren, dat baby dat vangt al aan te wachsen, während dat reizen dat. En bij some mensen nog mal een rest dat, en dat zich erg onzagen, of dat rest in entsteht op ganz bij lief dat zat zich aan de tubes aan. Dat zat zich aan de fallopian tubes aan. Ik je moet schwin. Zijn is dat je schwin kon een beeld van een lief ving. Nou, ik je dat hier een beetje erklären. Hier is een beetje een beeld van wat het zit. Hier is de vagina, dus en dan staat de lief, hier is het, uterus. En dit zijn de fallopian tubes en du zijn de ovaries. So, de ovaries, die doen een ei loslaten. En de sperm, die moet zich met het ei treffen en die moeten door de fallopian tubes bij een lief komen. So, en zich doen aanzetten. Maar nogmaals, wat er dan erg passiert, dan dat du een van de tubes, wenn alle Monate, gewöhnlich, wat normaal passiert, dat bloß een van die ovaries, een van die eierstokken dat een ei loslaten. Deze maand wordt vielleicht this eierstok gaan een ei losgelaten. En dan wenn het dan traveling dat, während het reizen dat, nogmaals zet zich dat aan de fallopian tubes aan. En wanneer het aan de fallopian tubes aanzetten dat, zoals je zien kan, de fallopian tubes hebben niet zo veel muscles. Deze heeft zo veel muscles, de uterus, dus zo veel muscle. En dat kan zich zo opdraaien. Dat de liefmuscle is de geraadste, wat dat wat het doodste raken kan am ganzen Körper. En dat heeft zo veel, zoals ik al zei, muscles. En de fallopian tube, die heeft niet veel van dat. En dat is een dunne tubeje. So, wanneer aan de fallopian tube aanzetten dat, dan is dat zo leicht zwischen Werk 8 en Werk 13, dat het kan levensgefährlich worden voor de vrouw. En zodoende moeten ze nog een gewassen oppassen, dat wanneer ze zich früher nog mal speren, zo'n video wat endlich er nog vrouwen zijn, en ze hebben er nog zoveel video während den tijd. En entsperrt zich dat bis wat erg nog mal, zo'n früher. Dat is dan fijn, want ze bij 8 weken of zo unbedingt dat ze leichter en dat ze durchdachten doen om zaken het zullen. En wanneer du aanzetten dat, en de tube, die kan een beetje gewassen draaien. En wanneer die dan abrieten dat, en dat blad van ben, dat baby storft en de vrouw kan ook sterven. Nogmaals dan dat een ganz klein beetje abrieten, dat het zo zacht dat, en de vrouw wordt dan nog veel meer video doorgaan. En nam unbedingt een dokter voor.
En dan moeten ze opereren en dan moeten ze die tube doen dan in beet, dan moeten die ganz goed nemen. So, wenn die lief dan aan deze kant een ei loslaten, dan kost je never meer van die kant schwanger worden. Dan moet die körper van de andere kant een ei loslaten, omdat je kost schwanger worden. En dan hast du bloß eine tube, zodat dat de chance dat je kost schwanger worden raufbrengt. En zo'n Fälle unbedingt nicht haben. En wat op het nogmaals nog geven kan, zoals je hier in dit beeld zien kan, is dit en dit, dat zijn ganz ungeconnected. Die zijn zo dicht bij taub. So, een klein engstje wat dat door reizen dat, maar dat door durch een beetje, durch System, bis das als an den Bock einfach. Dat is niet aan den Lief, dat is einfach an den Bock. Aber gewöhnlich wird das Fernreisen und das wird von hier gehen. Und aber noch mal einmal, da wird es hier rüt und da wird sich irgendwo an den Bock. Und das gewöhnlich wird das dann bis dort gehen, da wird sehr selten, dass das einfach geben wird. Und das like ich habe von zwei Videos, was ich jetzt habe, von wo Doktors einfach erklären dann, wo selten das ist. Zwei Frühes, was dort ein bisschen passiert ist. So, ja, so selten ist das ja, like zwei Frühes, was dort passiert ist. Da wird ohne hier so rüt und da wird ein Baby angesagt haben, da wird irgendwo ohne Door. So, sehr selten. Gewöhnlich, wenn das hier rüt kommt, dann hat das der Monat bloß nicht geschafft. Die haben alle rechte Dinge getan, die da im Monat sind dran gewesen, dass ist losgelaufen gewesen. Und so ich sagen kann, dass das kleine Sperm durch, die Sud, was dann angeht. Und dann fängt an zu reisen. Und das fängt eine Zelle zu geben, dann gibt es mehr, bis das ein Baby gibt. Und dann soll sich das ein Lief fan ansagen. So, und hier sind ein bisschen Bilder von wo das sitzt, wo das sitzt, und wo den Mond seine Sud sitzt. So, du sind mehrere, aber bloß einer wird das vollbringen, du durchzukommen und bei an das Ei zu kommen. Wenn du einer an das Ei hast, dann schlitzt sich das Ei zu, du soll nicht noch einer beikommen. So, ja. Das fängt schaffen, das und das Ei, das reist nu. Das Ei, das reist nu. Das hat die Sud und das Ei hat sein Top gekommen, das reist nu durch die Fallopian Tubes durch die Tubes von den Eierstöcken und den Lief. Und alles schafft 100% Fan. Und gewöhnlich wird der Konserbu sich aus Feierdeel. Das ist sehr selten. Konserbu sich aus Feierdeel. Aber gewöhnlich wird das bei A bei ein Deel dieren. Bei das Baby anyway Lief angesagt ist. Und wenn das Lief angesagt ist, dann kann sie den nächsten Tag vielleicht einen sehr leichter positiven Test kriegen. So dass genau, ein bisschen steht man checken sollen, dass du wirklich was ist, ein bisschen im Licht. Und wenn sie sehr leichter positiv kriegen. Dann ab dem nächsten Tag, da wird es auch vielleicht ein klein bisschen dunkler sein. Und ab dem nächsten Tag so ein klein bisschen dunkler, einmal dunkler wird es. Und da ist, wenn der Körper, der fängt dann an, HCG zu produzieren. Und ja, Pregnancy-Test, wo je nach Mal sein kann, Probe, dann HCG. Joi. Aber ja, dort gibt es so einen Test, und das sagt die Probe de Embarazo oder Pregnancy Test an. Und so dann kann ich auch mit den Testen gewöhnlich. Bei mir hat das so fertig all mit 14 Tage gedreht. Dort meine Babys lauten ansagen. Mir gewinnt es so, dat is vielleicht auch gut, meine Babys gewöhnlich über Zeit gehen, während die doch länger über die Uhr sind. So, die da vielleicht ein bisschen mit länger über die Fahrrad sind, man kann. Oder Bahn oder whatever. Und dann kann ich dort testen. Und wenn du schwanger bist, kannst du auch Fuß anfangen, die nach dir Follikel und alles anfangen zu brauchen. So Fuß ist die dass das immer positiv ist. Dan wil ik alleen voor het omvang bieden, die was om met eieromvang. En aber das gibt noch eine Sorte Test. So, das alles ist, wenn das normal in der Schwangerschaft schaffen das. Aber nochmal sind früher nicht sicher, hat nie wirklich,
Wenn het juist zo de frühste, der Körper hat sich nicht ganz ruhig gemerkt zum Ansagen oder ein Erlaus luten, nach mal so ein frühste. Der hat regelmäßig, wenn der Körper lädt nicht ein Erlaus. Und mehr von das, wo wir alle reden in ein anderes Video. Ich habe ein anderes Video, wo ich will noch merken. Somebody fragt mich wegen PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Und ich gebe der Person dann kurz über WhatsApp eine Erklärung, was ich von ein paar Jahren präge weiß. Und dann fällt mir bei, ich will das auch noch einmal nur sein. Ich will mir das auch $1 eine Stunde frisch über alle nächste Informationen. Und du wirst so viel neue Informationen, du wirst so viel andere Informationen. Da wird mir das ganze tun, wenn ich so, von dem mache ich ein Video mehr, und da wird mehr als ein Video gleich sein, wenn ich nicht kriege, wenn ich das fertig habe, wenn ich mir so viel als möglich ist, frisch über eine Stunde, dass ich dir die Informationen geben darf. So. Aber nach Monaten lässt der früh der Körper nicht ein los. Und zum sicher sein, ob der Körper ein los tut oder nicht, gibt es noch eine andere Sorte Test. Ich will hier ein Bild sein Hand doen, oder mijn man vreemd dat ik wat schmack hadden. En dat zijn LH-tests. Dat zijn Ovulation tests. Dat zijn tests die dan nu zijn als du vruchtbaar bent of niet. En daar moet je oppassen dat die zullen de beide strepen dunkel zijn. Wanneer de ene streep zo licht is en de andere dunkel is, dan telt dat niet. Dat meint die Körper is nog niet vruchtbaar. Die kost die zijn een Paketchen, die zijn met Calorien en Amazon. Verschiedenste Städten sind die Köpen. Und dann kann ich in Pharmazie sein, ich habe mir so ein bisschen nah, das schafft jeder. So, aber nochmal, wenn der früh sich viel sagt, hey, wir haben ja so lange geprüft, wir haben ja ein halbes Jahr geprüft, wir haben ein ganzes Jahr geprüft, jetzt was ich all sagen habe, dass mein Körper den losluten. Nochmal erst gedacht, okay, den Mondsinnensud ist nicht fruchtbar, der Mondsinnensud, du hast nicht lebende Sud, man. Because nicht alles liegt, was in den Mond rauskommt, wenn Lilly drauf sind. Nicht alles, was kommt, was flüssend raus. Nicht alles flüssend ist lebend, verschlagsame, gesunde Sud. So dann wenn du mit Frühnisch was erreicht ist, dann kann sein, dass mit dem Mond seine Sud was erreicht ist. Und du kannst einen Doktor vor einen Test down. Und bij de vroeg en dan kon ook, en dan kon ik me vernisch moet daar dagen bij de dokter en moet zeggen, hey, wat leist u? Maar een goede eerste stap is te nemen, is van, bloß einfach Omegas brauchen. Oder, das ist Ovulation Test kijken. En dan zijn, wo ik vruchtbaar, dat mijn Körper een ei loslaten. En wanneer een ei loslaten dat, dan moet de Fehler zes voelen. Als dat een fijne ei, als der Sud geht, als dort Lief geht, du können da andere verschiedenste Probleme sein. Aber das LH-Test, kann die wenigstens sagen, hey, da ich fruchtbar worden, so sich jetzt ist das so, als mein Körper du mit richtig. Und ich hoffe, alles fein. So, ja, wenn die Test dann, die sollen dann für was wir dort fahren, finde ich bei so einer Stunde, die dann entweder gut fahren, für den Körper losluten dat. Die dann eine Hormone, LH, losluten. Und zum Räumen zum losluten. Und wenn den Test dann, dass die Bettstreifen nur so dunkel sind, ich will sagen, hier noch ein Bild nennen zu tun, von wo das sieht, wenn die fruchtbar ist, wenn die positiv ist, und wo das sieht, wenn die nicht positiv ist. So, dann kann du sagen, du hast einen Unterschied. Right? En dan kan je zijn, zijn ik vruchtbaar, doe ik vruchtbaar worden, kan ik een ondertijd worden. So, ik hoop dat ik vragen beantwoord, want ik irgendwas heb vergeten of uitgeloten heb. Vraag me wel, ik zal wel uit mij vragen beantwoorden. So, ja, en dan zien we ons in het nächste video. Bye.